Herzlich willkommen zurück in Skyrim. Wir sollen dieser komischen Lilith folgen zum Turm, weil angeblich ein Drache angreift. Wir können dazu ein bisschen hinspazieren, ganz auf die gemütliche. Los Blümelos werden eingesammelt und ja, da gibt's nichts. Hui! Hui! Ah. Komm, Mädel, du darfst es gerne wieder wegstecken. Ich weiß, du bist des Kampfes geil. Wir hätten in Weißlauf auch noch genug zu tun. Naja, wurscht. Warte mal. Ah, jetzt muss ich mal was schauen. Warte mal, wo ist denn das Inventarius da? Sonstiges, nö. Bücher, Zutaten, Essen, Zaubertränke. Nö. Das habe ich nicht gesucht. Nö. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt, jetzt muss ich mich da schnell umschauen. Warte mal, wie ist denn das gegangen? E, R, F, das ist die Sicht verstellen. Du darfst gern die Waffe wieder einstecken, auf T dann mal warten. Ah, auf Tab, genau. Auf Magie. Auf Tab muss ich gehen. Okay. Wissen wir das auch wieder. Gut. Du, 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 du. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ja, natürlich. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Ich würde sagen mit einer Kakerlaken, wie wir eh schon gesagt haben. Da braucht man nicht mehr weiter diskutieren. Das ist eine manipulierte, genmanipulierte Kakerlake. Es wird geheimnisvoll. Was kommt da auf uns zu? Die Spannung ist unerträglich. Ja. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Was? Das Tor hat's erwischt? Was ist Scheiße. passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Also wenn mein Scheißhaustierl offen ist, dann erwischt's mir immer. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Mei, der Mond schaut geil aus und ich kann den Anblick nicht genießen. Talos, rette uns. Es ist ein Drache. Was? Das Talos-Prinzip soll uns retten? Wäre eigentlich ein gutes Spiel, das kommt Mama durchspielen. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn die unbezahlbare Hauskatze? Ah, da. Kätzchen klein ging allein in die weite Welt hinein.
Suff und Sekt. Er dabei verreckt. Ja, komm her. Mir mal nie. Aha. Ja. Ich weiß nicht, du kleiner Darsteller, du RTL 2 Nebendarsteller. Au! Ja, quid pro quo, ich weiß. Du immer mit deinen ausländischen Ausdrücken, du Trottel. Komm her! Aua! Au! Au! Ah! Ja. Autsch. Stellst du auf? Nö. Die kleine Maus hat sich gedacht, ich lege mich mal zum Sterben hin. Aber jetzt nicht im Ernst, oder? Mein Gott. Kenny. Na, na, na. Na gut, dann spielen wir das Ganze noch einmal. Wie gesagt, ich meine, wir kennen alle Skyrim, gell? Wir wissen ja circa, um was geht. Und da kann man dann schon ein bisschen blödeln auch dabei, gell? Also, daher. So, aber wir gehen jetzt dann ins Inventar. Waffen. 17. 15. Das ist eigentlich die beste, die wir haben. 9. 8. Wir werden einmal den nehmen. Okay. Passt. Wir könnten ja mit Drachen reden, vielleicht, weiß ich nicht, stellen wir ihm die Helene Fischer hin, die soll ihm was singen und dann läuft er sicher davon. Aber voilà. Der begeht sicher mentalen Selbstmord. Und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Schau, aber, weil ich nicht so bin, ich tue es einfach einmal speichern, gell? So. Ja. Okay, das so hau ich. Und... Ja, geil. Sternzeichen. So. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Was? Locus sitzt am Tor? Na bitte. Ah, Tor sitzt am Locus, okay. Da hat er sich ja die beste Zeit ausgesucht. Naret, rette uns, er kommt zurück. Da kommt er. Geht in Deckung. Talos, Kühneret, mein Gott, na, was uns nicht alles retten soll. Talos, rette uns! Es ist ein Drache! Na wirklich? Ich hab grad eine Schweinshaxe. Und die Musik, geiler denn je. Wirklich. Brennt ihn nieder! Vernichtet den Drachen! Mein erster Kampf mit einem Drachen am PC, das kann nur heiter werden. Da läuft mir doch glatt das Eiter aus dem Maul. Was ist mit dir, Sabenga, was? Ja, hui, der hat sogar getroffen. Ich wär geil. So, na, wo ist er denn jetzt?
Ich weiß, das schaut ein bisschen deppert aus. Durch die Mod, was wir da als Bekleidung haben, verschwindet ihr Körper ein bisschen. Schießkunst verbessert. Auf 20. Das werden wir auch noch machen. Wo ist denn... Der hat sogar getroffen, der Pfeil. Ist das geil. Mitten ins Herz. Dieser Drache ist verliebt. Wo ist er denn? Na, super. Warte mal ganz kurz. Wo sind die Favoriten? Da sind's. Wir werden jetzt einmal... Heilung. Nein, nicht links und rechts. Trottel. So. Na, mit der Faust, Mädel, denk doch einmal ein bisschen nach. Mein Gott, na. Die Frau. Altes Nordschwert macht 15 Schadenspunkte. Her damit. Schaut scheiße aus, gell? Mir Mulnier. Witbra? Na bitte, Gorsche. Na bitte, Gorsche, du bist ja ein Van Gogh des Intellekts. Na komm her. Was? Da zu zweit? Jo. Na. Sag einmal, bin ich schon für das auch zu blöd? Bitte, Medi, steh noch mal auf, ha? Nö, sie hat sich... Sag einmal, bin ich für das auch schon zu blöd? Schaut so aus, ha? Aber weißt du, solche Spiele, die spielt zum ersten Mal am PC. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann da probieren, vielleicht geht der Controller. Mal schauen. Nein, zurück. Ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Ja. Locus und Thor. Der Drache, antwortet schnell. Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er... Ja, Kynaret, Bibabom, tralala. Wissen wir schon. Du alte Dorfpfeife. Zurück. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ins Schwarze? Was hilft, so eine rote Augen hat? Dann heißt es eigentlich ins Rote treffen. Na gut. Es ist ein Drache. So, jetzt ist aber vorbei mit dem Blödsinn. So, wir drüber speichern da. Husa! 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 Au! Drecksau! Ich mache nicht genug Schaden. Na Mädel, du machst mich fertig. Ich brauch Deckung. Oh. Aha. Der singt uns sicher gerade irgendein Lied vor, weiß ich nicht, ich glaube Cannibal Corpse. Cannibal Dragon. So. Schnell speichern. Elender Arschkopf, du. Jetzt da!
War zwar nicht die göttlichste Art und Weise, aber das wird auch noch kommen. Durchsuch den Drachen. Ui. Na, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Wie winkt denn der? 10. 15. Das geht sich sogar aus. Cool. Yippie! How's it going? Da you. Okay. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Was meinst du? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen in Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Dann werden wir es einfach einmal probieren. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja schon eine alte Schachtel. Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden. Schauen wir mal. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Tauchen nur zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Na wirklich. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Natürlich. Was? Ihr würdet es nicht verstehen, Huska. Ihr seid verdammt. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Na wirklich? Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Fuß! Das war schon alles? Wirklich? Das reicht. Das reicht? Scheiße. Das reicht. Jo. Da wir da jetzt da irgendeine Kundgebung machen. Für die stillen Alkoholiker oder Drachenfetischisten. Diesem Drachen haben wir gelehrt, sich besser nicht mit Weißlauf Na gut. anzulegen, was? Ja. 6 links oben. Naja. Karies anfällig und Zahnfleischbluten. Na gut. Was machen wir jetzt? Wer bist du? Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite der. kämpft. Ja, natürlich, natürlich. Ich hätte mir nichts anderes gedacht, als wie an eurer Seite zu kämpfen. Ha 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 ha. Wir speichern dort drüber. Na gut, dann werden wir mal zurücklaufen in Richtung Weißlauf. Und vielleicht einmal irgendwas verkaufen. Dovahkiin. Ach ja, die sagenumwogene Geschichte des Drachenbluts.
Ach Gott, da kommen wir wieder rauf. Ich wollte den Weg ein bisschen abkürzen. Mal schauen, ich möchte so wenig wie möglich schnell reisen. So, man gut, ich weiß auch nicht, wie viele Stunden wir in Skyrim spielen werden. Gell? Ich hab nichts gemacht. Nö, treu mir ja gar nicht. Bereits habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja, Wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach dir zu suchen. sie machen keinen Ärger. Nee, das haben sie auch nicht vor. Wenn ich euch nicht ins Gefängnis Hoppala. werfe. Können wir irgendwas herstellen? Kaiser. Ich glaube, die haben wir gerade auch, gell? Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen denn? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstadt, wenn ihr etwas erfahren solltet. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Zurück. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Doch. Wenn ich es zulasse, ja. Aber ihr versteckt euch in Sohngarde, in Rorikstadt, also ist das kein Problem. Wir werden da jetzt ein paar Stunden warten und dann werden wir ein bisschen was verkaufen. Wir könnten ja, warte mal, wir brauchen eigentlich gescheite Waffen. So, wir werden da jetzt mal ein paar Stunden warten. Machen wir 6 Stunden. Ja, das geht sich aus. In Skyrim läuft die Uhr ein bisschen anders. Steck bitte weg, danke. Willkommen in der... Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, die besten Waffen und Rüstungen. Ja, das sag ich dir dann schon, wenn es soweit ist, gell? Junge Mann mit dem jungen Gesicht. Sonstiges, können wir da irgendwas verkaufen? Bekleidung? Waffen? Okay, mal schauen, Waffen, was hat er denn? Der hat ja gar nichts. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, und vor allem haben wir nichts verkauft oder gekauft. Das ist ja dann gleich noch schöner. So, wer bist du, mein Freund? Also, irgendwer, keine Ahnung. In Beletor kämen wir da auch dran, wenn er es nimmt, Lasst die es mich Knochen. wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Ver... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, was, du würdest deine Schwester dafür verkaufen? Ist mir schon. Sonstiges.
Bücher. Haben wir schon gelesen. Zutaten. In Nierensturz kalten wir uns noch essen. Wow. Wir sollten mal was kochen. Okay, da schauen wir uns noch durch, was wir brauchen und was nicht. Hast du sonst irgendwas? Der ist ein bisschen deppert, oder? Der ist ein bisschen... Na. Du kleine Mistsau. Ah. Ja. Das haben wir jetzt. Stücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, das haben wir jetzt davor. Arschloch. Herrns, Sittenpolizei. Der hat beschissen. Egal, wir werden das Geld schon wieder irgendwo einkriegen. Gut, Bitte komm wieder. ja, ja. Und jetzt hinauf zum Karl. Ein Kaffee war gut. Hat's einen Kaffee eigentlich zu der Zeit schon gegeben? Keine Ahnung. Große Gedanke ist für unsere Elfenherren unvorstellbar. Den Himmel mit uns zu teilen, mit einem Menschen. Der redet den gleichen Scheiß zusammen wie die Kinder des Atoms. Zu dulden. Heute Naja. nehmen sie Ah. euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Morgen nimmst du dann die Kinder. Werden die Elfen euch die Häuser wegnehmen? Nö, du sperrst das Kindergeld. So, gehen wir weiter auf. Ha? Es gibt ja nichts zu tun in dem Spiel. Das ist ja gleich das nächste. Im Prinzip kannst du da 2000 Stunden absenken in den Scheiß. Mal gut. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Der Karl. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Kruzifix, der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Als der Drache starb... Ja, das wird sein. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Genauso haben mich die Männer genannt. Nicht nur die Männer. Die Graubärte scheinen genauso zu denken. Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Nö. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodga gerufen hat. Ach so. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Na Es down. ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Nonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Onga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Das geht nur die Graubärte etwas an. Richtig. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt.
Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Na gut, ich hätte gesagt, für heute beenden wir die Ausgabe. Also das ist er. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Na gut. Geht voran. So, jetzt haben wir sie an der Backe picken. Na toll. Das kann was werden. Hoppala. Ah. So geht das. Na gut, wir werden dort mal zwischenspeichern. Wir haben einen kleinen Begleiter namens Lydia. Gell? Nase ist geputzt. Geschminkt ist ja. Also dann kann schon nichts mehr schief gehen. Die alte Libelle. So. Und mit den Worten dieses netten Herrn verabschiede ich mich für heute für euch. So. In der nächsten Ausgabe sehen wir uns wieder bei deiner Lust und Laune. Und ich hoffe, du bist dabei, wie immer. Und dann werden wir weitermachen. Baba dabei. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Das war kein Riss, das war mein Leistenbruch. Efgir Unslag ist schließlich gekommen. Die unendliche Jahreszeit. Euer Leben ohne Ende. Und was macht das Kaiserreich? Nichts! Nein, weniger als nichts! Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk! Also steht auf! Steht auf, Kinder des Kaiserreichs! Steht auf, Sturmmäntel! Nehmt das Wort des mächtigen Talos an, der sowohl Mensch als auch Gott ist. Vertraue mir, Weißlauf. Vertraue auf Heimskirk. Denn ich bin der Erwählte des Talos. Ich allein wurde von den Neuen dazu gesalbt, sein heiliges Wort zu verbreiten. Schrecklicher und mächtiger Talos, wir, eure unwürdigen Diener, lobpreisen euch. Denn nur durch eure Gunst und Güte können wir zu wahrer Erleuchtung finden. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ehe ihr emporstiegt und aus den 8 die 9 wurden, seid ihr unter uns gewandelt, großer Talos. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, und als Mensch, da sagtet ihr, lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt
wo mein Atem der lange Winter ist. Ich atme nun in königlicher Pracht und gestalte dieses Land, das mir gehört. Dies tue ich für euch, Rote Legionen, denn ich liebe euch.